Wir haben jetzt hier eine Reihe Lehensaal begegnischen wegen dem Roman Masoes Benjamin Ashlishi von Mendel Moichers Forum. Der dosige Schreiber ist bekannt bei den Literaturkritikern, bei den Literaturhistorikern und auch beim breiten Eulen unter seinem kurzen Namen Mendel. Mendel ist also der kurze Ausfluss von einer längeren Nemenmegille. Sein Tat hat geheißen Chaim Moishe Breude und hat geändert die Familie Abramowitsch. Unser Schreiber ist geboren geworden wie Sholem Yankiv Abramowitsch und nachdem, wenn hat gedruckt seine erste Sache auf Jiddisch, hat beschlossen, als das soll erscheinen wie eine anonyme Erzählung, aber was sie wird reingeführt durch Adel, wenn man nicht hat angerufen, senden Moichers Forum. Und der Redakteur von jener Zeitschrift hat beschlossen, dass es ein bisschen Mendel Moichers Forum. Also herum, der geht man zu seinem Namen, was ist später geworden, Tage sein Pennamen, sein Pseudonym. Und also wie Mendel Moichers Forum ist gewesen der erste große Schreiber von der modernen Literatur bei Jiden. Das heißt, ich von der hebräischen, ich von der jiddischen, ist gedeiht, wir sollen sich abstellen, ein bisschen länger auf sein Leben. Ist geboren geworden in Städtel in Weißrussland mit dem Namen Kapule in einem Minsker Kreis. Die Date weiß man nicht auf sicher, aber man rechnet, dass das hat gedacht sein, um 1836. Sein Vater, Chaim Moishe Breude, später Abramowitsch, ist gewesen abalobatischer Jid, Alamden, und das, was man hat gerufen in jener Zeit, Abaloschen. Das heißt, ein frommer Jid, was hat fort, eine Neigung und eine Liebschaft zu der Sprache von Tanach, was es fromme Jiden haben sich auf der Sprache, wie sah, mit ihrer Grammatik und mit ihren eleganten Momenten nicht zu viel abgestellt. Und Tage der Tate hat sendig die Fähigkeiten von seinem Sohn Sholem Yankiv, hat Tage mit ihm gelernt und ihn reingeführt in dem dosigen Interesse seiner Vertanach und Verloschen. Hat euch von ihm bestellt guten Landen. Also als Sholem Yankiv hat von Kindweisern sich angesagt mit Tanach und mit Gemore und mit Lashon Kodesh. Aber wenn ist allgemein 12 Jahre ist in der Tate gestorben und dann lebt sich auch von ihm eine Kufe von Wanderungen von Städtel zu Städtel, von einem bis Medrash in anderen. Eine längere Zeit hat gelernt in der Yeshiva in Slutsk. Hat auch gelernt und gelebt eine Stückel Zeit auf in Wilna. Und eine Stückel Zeit hat sich aufgehalten in einem Dorf, wo es gewohnt sein Mann mit dem zweiten Mann. Das Haus hat gedauert alljährlich 3 Jahre bis 1851. In jener Zeit hat schon euch gelernt, einer allein, ein bisschen von der jüdischen Denker, von der jüdischen Philosophie von Mittelalter, allein reingeguckt in dem Rambams Moire Nevuchim, in Rabbi Yehuda Halevis Kuzri, ungenommen zu bisschen schreiben, proben, wie allein gesagt, ausgießen auf Papier das Herz, ausdrücken auf Lashon Kodesh, versteht sich, die Zaplenischen von seinem Herz, und gar besonders seine Liebschaft zu der Natur, was hat sie gut gekannt von seinen Wanderungen zwischen Städte und Städtlich und von seinem Wohnen auf dem Dorf. Wenn ist allgemein 15 Jahre hat sich Sholem Yankiv Abramowitsch reingelost in eine Aventur, was hat gelost, ein tiefen Zeichen in sein Leben und in sein Schaffen. Ist weggefahren in Wolin, in Russland. Ist nicht der Einzige. In jener Zeit hat zwischen litwischen Jiden geherrscht eine große Armut und der Pfarrer ist in Wolin, der ökonomische Zustand von Jiden gewinnt ein bisschen besser. Der Bilanz hat ausgesehen kapoiert, wenn es kommt zu teuer. Mit teuer sind die Litwaker gewinnt eine Sache reicher wie die Woliner. Hat sich geschaffen, als einen Strom
von litwischen Jiden, die sind gefahren, suchen Masel in Doren, meinen die, und es ist da sehr oft so geworden, also sie waren dort im Krieg in Parnassus wie in Wamdin und wie andere Kleikoidisch. Sholomjanke war weggefahren, die Nessie hat gemacht in einer Beut mit noch ein paar Passagieren, Bekannte seine, und es hat sich gezogen, 6, 7 lange Wochen, und das ist eine sehr schwere Nessie, sie haben nicht gehabt kein Geld, sie haben sich aufgestellt in sehr städtlich und dort gelebt, mehr oder weniger von Bettlerei, von Bettelbräut. Gelitten von Ehrlichkeit und von Liebkeit und von Hunger. Aber das ist eine äußerst gewöhnliche Überlegung für ihn, weil durchführend die so viele jüdische Städtler hat er sich bekannt mit der Masse Typen von der jüdischen Bevölkerung, Fakten von jüdischem Leben, Passierungen in die Kehilles und das alles hat gespeist die Prose von dem späteren Schreiber. Also ist er sich gefahren, lange Wochen, wie gesagt, durchgefahren ganze 3 Gubernis und angekommen in Kamenetz, die Hauptstadt von der Podoler Gubernie. In Kamenetz hat Sholomjanke Abramowitsch gelebt zwischen 1852 und 1858, ganze 6 Jahre. Zum Monat ist wieder einmal geworden, was schon gehabt gewesen in der Litte, das heißt an Ohrenbacher, gesessen in des Medrisch, gelernt Gemorre und gelebt von Essentag, gelebt von Hilfe. Nur er hat Masel, als mit hat ihn bekannt mit dem angesehensten städtischen Maskel, und das ist der Schreiber, ein jüdischer und hebräischer Schreiber, Avram Beir Gottlober. Abramowitsch ist zu ihm gekommen mit seiner jugendlichen hebräischen Schirin und hat ihm gewiesen, und Gottlober hat ihm geheißen, suchen Bildung, was er dort erwähnt, erwartet euch zu dem gedenkt, sind dort angewählt Philosophie und so weiter, ist es schon gewinn angeschmeckt mit progressistischen Gedanken, ohne dass er gewollt, einschaffen Bildung, und hat nicht gewusst, wie er soll. Gottlober hat ihn orientiert, er hat ihm angewiesen und gegeben, Bücher zu lernen, er hat ihm geholfen, sich auszulernende Sprachen, Russisch, Kohl und Deutsch, und sich einschaffen, Jesoides, die Kejedies von Wissenschaft. Und er hat so schön aufgetan auf dem Gebiet, als nach 3 Jahren hat er gekriegt den Titel und die Stelle von einer Lehrer in der Regierungsschule in Kamenetz. Und er hat dort noch Chassene gehabt, aber es hat er nicht gelebt, also gut mit dem Weib, und noch nach 3 Jahren hat er sich mit ihr gegett. Dort in Kamenetz hat sich dann seine eigentliche Karriere wie Schreiber mit einem Essay, was er hat geschrieben wegen Chinuch. Ein hebräischen Essay, Brief wegen der Frage von Chinuch, von der Erziehung, und das ist auch gedruckt geworden in Minastam der einzige hebräische Zeitschrift, das hat existiert in jener Zeit, das heißt in den 50er Jahren. Das ist gewesen Hamagid, eine Zeitschrift, das man sie gedruckt in Preisen und sie hereingebracht, Kontraband in Russland. In 1858 hat Abramowitsch zum 2. Mal Chassene gehabt und er hat Chassene gehabt mit einer Frau von der Stadt Barditschew, das ist gewesen die größte Stadt und die größte jüdische Kehille in Wolin. Und er hat sich dort besetzt. In Barditschew ist ihm ökonomisch gewinn besser, sein Weib hat ein gewisses Vermögen, und dort hat er sich gekannt, mehr abgeben mit Schreiberei. Er hat sich angegeben, besser bekennen mit dem, was andere Schreiber haben geschaffen auf Hebräisch in jener Zeit, ungenommen schreiben kritische Essayen, was er hat noch herausgegeben in einem Buch.
hat euch genommen, bearbeiten Bücher von Naturwissenschaft, deutsche Popularisationsbücher wegen Naturwissenschaft, und sie bearbeitet auf Hebräisch, was das ist gewesen, an Eufen durchzuführen, die Gedanken von der Skole wegen Bildung für den jüdischen Eulen. Und ein bisschen später hat sich auch genommen zu der zählerischen Prose. Hat sich nicht benommen, bloß mit Schreiben. Hat auch untergenommen in einem gesellschaftlichen Leben in Berditschew. Seien der Mann von einer vermöglichen Frau, ist eine Mädel gewesen, ein angesehener Balubosenstadt, und gemerkt neben ein Wort in die Gehirnunionen. Und ist dort gewesen ein feierlicher Verteidiger von den Interessen von dem armen Volk. Ist gewesen aufgebracht gegen den Hefkeiris von die Stadt Balabaten, von den Gewieren. In jener Zeit, und das ist gewesen ein größter Protest, Abramovitschs scharfster Protest, in jener Zeit ist der jüdische fromme Räumen gefangen in die Hände von die Baletaxe, das heißt, die reichen Jiden, was haben abgekauft bei der zarischen Macht, das Recht aufzumannen, dem Steuer auf dem koscheren Fleisch. Also wie koscher Fleisch hat jeder einen Bedarf zu kaufen, oder zu reich, aber einmal eine Woche, Kopitschabes hat jeder Jid gewollt haben, ein Stück Fleisch beim Tisch, und nicht können es kriegen aufeinander öffnen, das heißt, dass der arme Räumen gewinnt gefangen mit der selben Sorte Stein, das ist nicht gewinnt der einzige, nur der Same Steinigste, gewinnt gefangen bei der Taxi in die Hand. Abramowitsch hat öffentlich scharf protestiert gegen die böse Handlungen von den Gewieren, und hat auch verlegt in Berditschew eine Gesellschaft Maskil Eldar mit der Kavone zu helfen, armen Leuten zu helfen, dem armen Neulen helfen sich allein. Durch den hat sich aber dann nicht angekauft in Sachsympathie bei der Stadt Balabatim. Eine zweite Frage, was hat ihn gemacht, schon wie ein Schreiber, ist gewesen, als hat gewollt, nicht nur tun, man muss es dich im gesellschaftlichen Leben für den breiten Neulen, nur hat er gewollt, ankommen zum breiten Neulen mit seinen Schriften. Und hat genommen Trachten wegen Schreiben auf Jiddisch. Besonders ist der Gedanke bei ihm zeitig geworden, wenn sich befreundet mit einem Namen der Berditschewer Maskil, was ist gewesen, ein heißer Anhänger von der jiddischen Sprache, das ist gewesen Jeschua Mordechai Lifschitz, was hat zu neu aufgestellt die ersten Wörterbücher Jiddisch-Russisch und Russisch-Jiddisch, Tage zu erheben, dem Namen und zu bereichern die jiddische Sprache. Jeschua Mordechai Lifschitz hat sich auch herumgetragen mit Acholem, zu gründen eine jiddische Zeitung, ja, eine Zeitung auf Jiddisch. Das ist ihm nicht geraten, aber wenn ein anderer Maskil hat mit etlichen Jahren später, in 1862, ja bewiesen, herauszugeben, eine jiddische Wochenschrift. Das ist gewesen Alexander Zederborn, das hat angehört in 1862 herausgegeben in Odessa, dem wöchentlichen Kolme Wasser, hat Mendele verstanden, als die Zeit ist gekommen, soll schaffen auf Jiddisch. Und hat angeschrieben seine erste Erzählung auf Jiddisch, das heißt das kleine Menschele, und das ist gedruckt geworden in dem Kolme Wasser in Hemschechen, kapitelweise, in 1864 und 1865. Das ist das, die Erzählung, was ich früher gesagt habe, als hat sie abgedruckt, nicht angekündigt genommen von der Mechaber, aber reinbringen die Erzählung so, wie das, was wollt, gesagt einer am Möchersforum. Hat einen Namen gegeben Sender, und der Redakteur Zederborn hat ihn übergemacht auf Mendele, und sie geblieben Mendele. Aber das ist, heißt es, eine Sorte Helden der Erzählung, was ist der Vermittler zwischen dem Emerson Mechaber, was der Wahl, sagt man nicht, da ist ein Name,
und die Meise allein, was wird noch dann erzählt, die Meise, was sie wird vorgestellt, wie das auch gewesen, meistens ein Manuskript, meistens eine Lebenserzählung, was fällt rein zufällig in die Hände von dem Moichels Forum und legen sie vor für eine Gruppe Menschen. Das kleine Menschel ist sehr gefällt geworden, dem Eulen, und bald noch drucken sich in der Zeitschrift, ist es auch erschienen in Buchform. Die Literaturkritiker und gar besonders der Forscher Dan Biron stellen sich auf der Scharfkeit von dem Einfall Mendeles, was ausgetracht als ein Held, was erzählt, sein Roman, und das ist der Moichels Forum, Mendel und Moichels Forum. Aber da kann man trachten, als wie ein Maskil, was schon gut bekannt, wie ein hebräischer Schreiber und wie ein Intelligent, und Mendel und Abramowitsch euch getracht, als es passt nicht zu euch zu sagen, öffentlich, als es schreibt auf Jiddisch. Das kann euch sein, ob sie bewusstsinnig, sie unbewusstsinnig, oder mit dem Austrachten, dem Held, dem Moichels Forum, der langt, sagt uns Dan Biron, in einem ämnesdigen, nötigen Ziel, weil hat verstanden, auf etwas anhäufen, hat verstanden, als es ist da genötigt zu schreiben, Jiddisch für den Leuten, aber das ist nicht genug. Es taugt nicht, als es redet auf Jiddisch zum Eulen, ein Intelligent, schon ein Mensch mit europäischer Bildung, ein hebräischer Schreiber, ein Maskil, was geistig oder sich allein schon herausgezogen von der jüdischen traditionellen Zwiebel. Es ist gut, als zum Jiden von einem ganzen Jahr soll reden, als zweiter Jid von einem ganzen Jahr, was gehört euch zum traditionellen Kreis und was der Jid, der kennt ihn und kann haben zu ihm der Cheretz. Und dann kommt gleich auf den Gedanken der Moichels Forum zu der Bethel-Chassidus. Die erste, praktische in dem Sipper Amansi, wo wir davon Held, was es kennen zu ihm reinkommen, Manuskripten, Brief, Schriften von verschiedenen Abstammen, ist normal, dass das aus einem Moichels Forum, was in jener Zeit hat euch zu tun mit Abdrucken und mit herausgeben Büchern. Zweitens hat der Moichels Forum solche Meiles, wo sie machen von ihm eine ideale Gestalt für eine Samenrolle. Von einer Seite ist es eine heimische Gestalt, wir kennen in die Städte und die Städte. Von der zweiten Seite ist es eine rumfahrendige Person, was fährt herum und kennt und weiß, was es tut sich in verschiedenen Orten und Winkeln von dem jüdischen Tchum. Ist euch im Mittelweg zwischen tiefen traditionellen jüdischen Typ und dem ein bisschen moderneren Jid, schon weil sein Schäude ist von beiden Sorten. Fiel darum aber der frume Schäude, Chumoshim, Machzoidim, Sidurim, Tchines Verweibe, Taleisim, weiß auch was noch, meiste Büchlich auf Jiddisch aber, und euch zu wisslich die neue Büchlich auf Loschen Koidisch. Und durch dem stellt vor, beide Zdodin. Also darum ist der Moichels Forum der Erzähler, was der jüdische Länder von jener Zeit hat für ihn der Cheretz, hat zu ihm zutreu, und ist gerät, sich zuzuhören zu seinen Gedanken, euch, wenn sagt als solches, was werft ein kritisches Licht auf die Figuren und auf die Führungen von der jüdischen Zwiebel. Hat Tage gesehen, der jetzt schon Mendel im Moichels Forum, hat gesehen, als seine Erzählung neu sich ändern, und hat genommen weiterschreiben, verschiedene Sachen, nicht überall, weil sich aufstellen, weil man kann ist nur zuzufügen zu
dem Roman, was hat geschrieben in 1878, und das ist Masoes Binyamin Ashlishi. Aber ich muss ja reden wegen seiner Theaterpiece Die Taxe, was hat abgedruckt in Jitomir in 1869. Der Fall, das hat direkt zu tun mit dem Gang von seinem Leben. In Die Taxe hat Mendel ausgedrückt seinen ganzen scharfen und verbitterten Protest gegen die dosige Institution vom jüdischen Leben, dem Steiger von Koscher und Fleisch und gegen die kleine Clique Gewieden, was tut verwalten mit der Taxe und zappt durch dem, also ich weiß das Mendel, das Blut von der armen Masse. Historiker haben schon angewiesen, dass das Bild von einem Baltaxe ist nicht also absolut schwarz, nicht ständig und unbedingt und unbedingt, also schwarz, wie Mendel hat ihn vorgestellt. Es gibt alle Taxes in Städten und in städtlich und es hat gekannt gemalt sein, als ein Teil von sie sind gewähne ordentliche Jiden, was haben in Poschet administriert, den dosigen Steier, also wie es nur möglich gewesen. Nur Mendel schreibt eine Kampfspiece und weiß, dass er Knuffje Strottballeteuves, das ist der Untertitel von der Piece, ja, die Taxe oder die Knuffje, die Chopte, die Clique, ich habe schon vergessen, Strottballeteuves. Und weiß dort ein Tage, ein kleiner Haifel, Rechoyen, Sonnen von einem armen Menschen, was haben sich angesetzt auf den Karg von seinem Volk und zappen bei ihm das Blut. Wie gesagt, Efsche ist der dosige Porträt von einem Baltaxe nicht angemossen auf jeden Baltaxe von anderen Eltern in euch andere Zeiten, aber weißt du es, als auf die Barditsche der Gewieden ist es gewesen ganz angemossen, weil der arme Stadt hat erkennen die Personagen von der Taxe und sie allein haben sich erkannt mit besonderen Strichen und mit sehr besonderen Handlungen in der Piece. Es ist geworden ein größer Skandal und die Gewieden haben sich vernommen, verbieten Abramowitsch in das Leben. Und ich war so weit, dass er gemusst in 1870 weg von dort mit der Sprache und sich besetzen in Jitomir. Jitomir hat sich dazu weggefahren, seine ökonomische Position stark abgeschwacht und es hat sich auch eine lange Jahrzehnte mit schweren ökonomischen Problemen vermendeln, aber das mindert nicht seine Schäferigkeit. Noch früher, seinig noch in Barditschew, hat veröffentlicht ein paar Erzählungen mit dem Namen Das Windschfingerl und Fischke der Krummer. Das sind gewähne kurze Erzählungen, was eine Sache später in die 80er Jahren, als Mendel zurückgenommen in der Arbeit und hat von jeder einer von sie gemacht einen größeren Roman. Euch hat abgedruckt in 1803, oder abgedruckt schon in Jitomir in 1873, Die Klatsche. Das ist schon ein komplizierter Roman, eine vielschichtige Erzählung, was hat ihm geschaffen, einen größeren Namen nicht nur zwischen die Prosten jüdischen Länder, nur auch zwischen die gebildeten Schichten von der Lehnerschaft. Und euch dem Roman hat er später wieder übergearbeitet und verlängert und ihm zugegeben, ein Rehkapitel. Und also kommen wir dann zum Jahr 1878, wenn es kommt heraus, Masoes Binyamin Ashlishi. Ich will wegen der anderen Werke, wie gesagt, nicht reden und wegen der späteren Kavade nicht. Ich will nur zugeben, zu verkehrlichen Mendeles Biografie, als noch Masoes Binyamin Ashlishi hat er zu verschiedenen Siedes, wie es dann auch zu ökonomischen Sorgen, etliche Jahre nicht geschrieben, aber in der Zwischenzeit ist gekommen von ihm von dem ökonomischen Coup von Yeshua. In 1881
hat man ihn vorgelegt und er hat angenommen zu sein Verwalter von der Talmud Teure in Odessa und er hat sich besetzt in Odessa. Es hat genommen noch ein paar Jahre, bis er beneit die schreiberische Tätigkeit. In 1884 sieht man ihn wieder aktiv und schäferisch wie ein Schreiber. Und gestorben ist Mendele in Odessa im Dezember 1917. Ich will zugeben, als bis ich weiß, hat er angeheuben gelten in Odessa wie der Zentrum von dem jüdischen intellektuellen Leben in Stadt, intelligenten Schreiber, gesellschaftliche Tour, sei die, was haben sich mehr bewegt in der hebräischen Sphäre, sei die, was haben mehr gewirkt in der jüdischen. In jenen Zeiten ist jeder einer gewesen mit etwas, ein Mensch von der hebräischen Welt und ein Mensch von der jüdischen. Sie haben sich gruppiert um Mendele und er ist ausgewachsen zu einer Gestalt von einem Patriarch von der neuen jüdischen Kultur. Befragt, nachdem wir Shalom Aleichem hat beschlossen, den Mann zu rufen, der Seide. Und er hat proklamiert, dass er allein und die Schreiber von seinem Dorf sind alle Mendeles ähnlich. Nun ist mit dieser größeren Schem und mit dieser Liebschaft, was hat ihm herumgeringelt, ist er gegangen zu praven sein schreiberischen, sein 75-jährigen Jubiläum in 1911 und zum Jubiläum hat man herausgegeben seine alle Werke in einer Band und also hat er geändert sein Leben, nicht in Euscher, weil kein Reichkeit ist von der Literatur sei nicht zugekommen, aber ja in Covid. Charakteristisch für Mendeles Romanen ist, als er schreibt der Hagdome in seinem eigenen Namen. Der Nachdem kommt die Meise allein, wo sie es gläubigt, nicht Mendeles, nur sie ist ein Manuskript, sie hat Erzählung von einem anderen Menschen. Aber die Hagdomes sind seine und die Hagdomes sind für sich allein Kunstwerk, was weisen sein Städte, wie er so will, versprechen die Gedanken seine, was sind beim die Gedanken von der Eskola, aber nicht bloß, durch den, was nicht oftmals einen parodischen Ton, es dacht sich, als du hebst schon eine klassische, charakteristische, fromme Hagdome mit Zitaten von Psukim, mit Ausrufen, was sind charakteristisch für eine fromme Literatur von einer anderen Periode. Und Gorgich geht rüber zu anderen Reden, und die andere Rede erst, was meinen öfter zu der Erzählung einer gewissen Fakt, gehen euch bald darüber zu etwas anderes, und das ist die satirische, die ironische Bemerkungen wegen Fakten von jüdischem Leben. Verhabt sich bald, sagt einen charakteristischen Sag von Mendel Neuchers Forum, nicht das bin ich heißen, aber in der Emerson ist das, was nicht das bin ich heißen, ist das, was ist ja heißen, das, was meint bei ihm ist, und durch den seitigen, indirekten Läufen herauszubringen, das Sarkastische, wirkt es stärker, weil der Wehner hat Hanoi von dem Spitzel. Das ist seine charakteristische Sache, was wir wollen sehen, illustriert euch in der Hagdome von Masois Benjamin Ashlishi.